Und weiter geht's hier bei Twilight Princess HD mit dem Seeschrei, dem dritten Tempel bereits. Und wie ihr seht, ich bin noch zu Beginn des Tempels, war ja klar, neu gestartet und so weiter. Und ich bin tatsächlich wieder da unten gelandet, wieder alles mit hochschwimmen. Und naja, war nicht ganz so einfach schon, aber nicht ganz so angenehm. Aber egal. Bin noch ein bisschen was zu tun, Leute. Meine Wege sind natürlich alles schon frei gemacht, ist klar. Trotzdem wollen wir noch ein paar Truhen abholen. Wir haben nämlich noch, gut, 4F, 3F halt schon abgeschlossen, schön. 2F soweit auch schon, fehlt bloß noch das erste Stockwerk, gut, da rechts. Ich würde sagen, gehen wir jetzt direkt mal entlang. Weil schon im letzten Part angedeutet, diese Truhen da im Westen, das spricht da vor allem links oben, da bin ich ganz sicher, ob das ein Herzteil ist. Weil es ein bisschen doof zu erreichen und wenn wir lieber, wenn es kein Herzteil wäre, müssen wir nicht dorthin gehen. Alles klaro, sind wir natürlich noch gleich da. Hoi, hoi. Schöne Tür noch, was? So mit muschelförmig und so. Naja. Gut, wo sind wir jetzt genau? Wo müssen wir noch hin? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Das Stockwerk stimmt ja, also wir sagen einfach mal direkt rüber. Ja, Wasser fließt auch. So, die Krüge schwimmen weg, ganz schlecht. Ja. Sehr gut. So. Ja, gut. Wenn ein Turm falschen Stockwerk bin, ich dachte, irgendwie schon das erste Mal so gedacht, wegen, Wasserströme, also das Wasser irgendwie läuft in die falsche Richtung. Ist das jetzt richtig oder bin ich jetzt gerade ein bisschen doof? Und plötzlich, ja, man sieht, oh Michael, du gehst den falschen Weg. Übrigens cool, die Krüge sind neu erschienen. Ist ja auch nicht schlecht. Noch jetzt, lass mich nur, du Scheißteil. Das Vieh folgt mir echt noch. Ist ja auch nicht schlecht. Den Finisher Move, aber ich habe echt das Gefühl, dass Link den Finisher Move nur halt bei gewissen Gegnern macht, nicht bei allen mehr. Schade, schade. Ernsthaft jetzt erst in die richtige Richtung wählen? Okay. Vielleicht klappt es ja schon. So bereits. Müsste eigentlich, wa? Die Frage ist nur, dreht das Rad auch in die richtige Richtung? Natürlich, so muss es doch sein. Gut, bin ich jetzt aber richtig hier? Ja, jetzt bin ich richtig. Da haben wir ganz schnell rüber, weil wir haben hier nichts mehr zu tun, in diesem Stockwerk. Man könnte mich da lang ziehen, aber das wäre ein bisschen fatal fail, deswegen, nee, lieber lassen, lieber ein bisschen gemütlicher. Es drängt uns ja keiner. Ja, nicht schlecht, das Viech, wa? Wo ist jetzt? Tot? Das ging ja schnell. Da ranhangeln und dann einfach rüber wäre natürlich eigentlich die einfachste Variante. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dann noch ein paar Viecher kommen. Vielleicht besser die ersten abballern.
Oder es versuchen. Ja, es ist echt so schwer, so ein Viech zu treffen, also ich weiß nicht, hey. Eigentlich ja nicht, wenn wir das ehrlich sind. Ja komm, dann haben wir so keine Chance. Dann gebe ich mal... So, jetzt aber... Was wir verarschen hier? Ja. Warum nicht gleich so? Also, loslassen können wir schon mal, das ist natürlich nett. Ja, dann wir schon so vielleicht ein bisschen klüger. Nein, verdammt. Obwohl, theoretisch. Ah, ziemlich umständlich, wa? Ja, so. Wo sind wir denn hier? Ja, auch an das erinnere ich mich wieder. Das war, glaube ich, jetzt noch interessant. Nicht schwieriger, noch interessant. Weil man sich eben auch hier noch gut verlaufen kann. Ja, dann sieht schon aber wieder mal meine Boots. Wobei braun ist vielleicht übertrieben war. Ist du direkt zum Viech? Hm? Ich habe gehört. So will da. Oh, hallo. Kein Interesse an dir, verzieh dich. Weil man gerade fragt, kann ich eigentlich einen Greifhaken einsetzen? Ich meine, das Vieh ist elektrogeladen, ob das so eine kluge Idee ist. Man kann es mal testen. Nein, das ist nicht so eine kluge Idee. Bumerang wäre sicher klüger. Bumerang oder Schleuder, weil das geht ja nur Wasser nicht. Das ist ein bisschen doof. Ja, so. Schon um einiges besser jetzt. Oh, nee, das wird nicht gerade unbedingt die beste Idee. Machen wir es lieber so. Gut, geht natürlich auch so. So, wo bin ich denn jetzt? Da geht's noch lang, da ist ein Punkt für unterirdisch, obwohl hier haben wir ja noch etwas. Da kommt jetzt schon wieder. Ach, guck mal einer an. Unser Lieblingskumpel. So, wer für den gegessen? Da haben wir das Stockwerk gehört. Dann haben wir so hoch. Jo. Sag mal, ja, also das Schwimmen ist da schon ein bisschen. Immerhin kommen wir in diesen Raum. Ja. So. Hopp.
Jetzt ist natürlich bloß die Frage... Link guckt nach oben. Was sieht denn da oben? Ich will zum Aufmachen. Ja, natürlich auch doof, wa? Ne, Moment, machen wir anders. Das versuchen wir leicht anders. So. Hier ist eine Master Key. Ist links das Herzteil? Der große Schlüssel. Solche Scheißviecher. Ja gut, ich meine, ich komme natürlich schon raus, aber geht vielleicht nicht doch wieder oben durch? Nee, natürlich nicht. Das sind 3 auf diesen Scheiß. Ja, wohl eigentlich direkt drüber, aber... Ja gut, nehme ich halt ein bisschen Schaden. Ich habe noch genug Herzen, von dem her genug Herzen schon. Ja, das ist natürlich auch, aber vor allem genug Tränke. Also noch 2 rote Elixiere, das reicht locker und dann, ja, kommt natürlich der auch wieder. Ja, ganz knapp. Schön. Ja, wie bereits erwähnt, 2 rote Elixiere und wir kriegen sowieso noch eine Fee. Also ich hoffe, dass ich die nicht kriege. Jetzt bloß noch gucken, hier musste da irgendwie wieder hoch. Und zwar hoch wegen der Truhe. Jetzt sind sie doch hier falsch, wa? Wie Link voll die Luft anhalten will. Das wäre gar nicht nötig. Wie jetzt? Das war's schon? Ja, interessant. Also war hier doch nichts. Sehr gut, wenn wir uns halt im Osten zwar auch abgeklappert haben, vielleicht im Westen noch 2 Truhen. Ich schätze echt, dass da drin, da unten links, dass da Herz drin ist. Wenn wir es da haben, dann gehe ich da die Obertruhe nicht mehr holen, weil das ist sowieso nichts Wichtiges mehr drin. Bis wir wieder rauskommen, kann ich noch irgendwo vielleicht langziehen. Wäre vielleicht noch ganz nett, aber nö. Gut, auch anders. Die Bommel fischt schon wieder. Also ganz schön schnell. Gut, ein bisschen Rubine gibt's. Ja, die können wir da schön, wow, in Hyrule-Stadt ein bisschen investieren. Für unser Glück, nicht wahr? Ja, das Glück in Form von 1000 Rubinen kriegst du ein Herzteil. Ja, das ist mal ein richtiges Glück, hey. Sind die jetzt wieder da oder sind die bleiben zum Glück weg? Na, Gott sei Dank. Okidoki, wenn ich jetzt hier mich dann dabei da irgendwie raufziehen lasse. Vielleicht so rüberspringen. Nee, das klappt nicht. Schade eigentlich. Auf welcher Höhe bin ich jetzt? Nein, vor der falschen. Sehr schön. Ja. Nase juckt. Mal gucken, wie komme ich jetzt hier wieder raus am besten? Einfach da lang ziehen? Scheint fast die beste Variante zu sein. Oh Mann, dass wieder so kurz ist. Ich habe bloß noch 3 Herzen. Das ist nicht gerade sehr viel.
Andererseits bin ich mir gerade viel vor, von dem her. Na, geht doch. Deshalb bloß die Frage, wie komme ich jetzt da am besten? Jetzt sind wir dummerweise nicht ganz rüber. Die Entfernung hierfür? Oh, die reicht ja. Nice, nice, nice. So. Jetzt, muss mal gucken. Ich brauche ja beides Wasser, wenn ich mich richtig erinnere. Also jetzt für den Westen. Okay, das Durchpitchen geht irgendwie nicht. Also muss das Wasser nochmal ganz kurz rumdrehen. So, dann doch mal testen. Wird es denn jetzt so funktionieren? So. Haben wir das Wasser vom Osten plus eigene Wasser. Da müsste der Wasserstand eigentlich hier hoch genug sein. Und ihr geht mir bitte aus dem Weg. Ja, es steigt. Sehr schön. Jetzt kommen wir doch rüber, so wie es geplant war. Ach, ist das schön, mal den Wasserschrein abgeschlossen zu haben. Sprich, ein Wassertempel hier bei Twilight Princess. Wobei eben, wie gesagt, also finde ich den Wassertempel, den Seeschrein hier jetzt nicht so schlimm. Da habe ich schon andere Tempel, eben Wassertempelmäßiges gesehen, die ich schon viel schlimmer fand. Also heute ein Schuh draus. Geht natürlich auch so, nicht wahr? Das war jetzt nicht geplant. Oh mein Gott, eingeschlossen. Für immer und ewig. So, bitte sagen wir, dass hier das letzte Herzteil drin ist. Geht doch. Dankeschön. So. Wie gesagt, Freunde, uns fehlt hier noch eine Truhe, aber da kann nichts Wichtiges mehr drin sein, weil wir haben bereits beide Herzteile. Auch bei der Stempel, also ja, doch, im Tempel haben wir auch schon. Falls doch irgendwie, das ist eine kleine Truhe mit 20 Rubinen drin, mein Gott, also deswegen ist die Welt nicht unter. Falls noch etwas Wichtiges drin ist, kann man halt später nochmal zurück, ist ja kein Problem. Wir haben ja keinen Zeitdruck, wa? Jo, dann haben wir soweit den Tempel abgeschlossen, würde man sagen, gehen wir direkt mal in die Mitte des Raums. Sprich eigentlich zum Vorbossraum. Und den dann, obwohl ich überlege gerade, das haben wir jetzt Part 30, war, können natürlich ein bisschen Überlänge machen, ja, darum eigentlich nicht. Weil, ja, wieso ich gerade überlege, weil nach dem Boss kommt eine Szene, für die würde ich eigentlich gerne einen eigenen Part, so gesehen, ja, dafür vorsehen. Das Ganze in einen eigenen Part packen. Weil es dauert ein bisschen länger und das ist auch vom Epic-Faktor und so wäre es eigentlich besser. So, gucken wir, kommen wir zum besten in die Mitte. Ich meine, das Wasser ist hoch genug, von dem her ist das kein Problem. Sage ich nochmal ganz kurz, ja, und für nochmal 4 Herzteile, auch das kein Problem. Dann hätten wir bereits 9 Herzen, wa? Also dann nur Endboss, gibt es sowieso einen Herzcontainer. Irgendwo haben wir jetzt darüber, ohne dass die Fische mich nerven. Wenn ich schnell bin, wa? Ja. Da haben wir es auch schon. Der Boss Room. Naja, warte. So kleiner als früher, war.
Diese Öffnung habe ich ein bisschen größer in Erinnerung, ganz ehrlich. So, und hier soll ja angeblich noch eine Fee drin sein. Das ist, ja, da habe ich jetzt ein Gerücht. Das geht es trotzdem mal. Nö, es war kein Gerücht. Es wacht Herz wieder auf. Sehr schön. Jetzt machen wir die Items, gucken, was ich brauche. Die Eisenstiel brauche ich sicher. Greifhaken brauche ich auch. Pfeil und Bogen glaube ich nicht. Wasserbomben vielleicht. Nee, ich mach's mal so. Und dann noch speichern vom Endboss, weil, naja, das könnte ein bisschen länger dauern, Leute. Aber ich habe den Kampf selbst noch ziemlich cool in Erinnerung. Oh. Blinkt wohl eher weniger. Ja. Geh mal runter. Oh, wow, 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 wow. Ja, und ihr seht da unten schon, was da los ist. Das kennen wir doch von irgendwo her, wa? Ja, elektrisch geladen, vielen Dank auch. Blub, 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 blub. Das Vieh vom Wassertempel, also Green of Time? Gut, ich meine sogar ein Tempel, das schon, aber... ja gut, andererseits, das Vieh lebt natürlich noch. Oh, es ist mutiert! Urzeitfisch, Octapesco. Oh ne, ist doch was anderes. Okay, ich hau ab. Tschüss! Die Strategie dürfte, denke ich, ziemlich klar sein. Ja, Mina, was jetzt schon wieder? Ich glaube, sein Auge ist besonders wichtig, wenn es seine Fühlung bewegt. Wie sieht das mit Z, dann reißt es heraus. Ja, danke. Und Abstand ist mir irgendwie auch in den Sinn gekommen. Toll, ein Treff kann ich landen. Gut, das hingegen finde ich jetzt nicht so geil. Haben nur gerade diese... ja, mal zu mir oder sind die einfach nur auf Abstand? Sonst würde ich sagen, ja, ich schieße sie mal ab. Ziehen sie wieder? Das ist auch schlecht. Ihr blockt ja einmal ab. Okay, wir gehen wieder. Der hat keinen Bock auf uns. So, habt ihr. Noch nicht. Ich denke echt, die Phase hier kann man unterschiedlich machen. Und machst echt eigentlich meistens so wie jetzt. Einmal draufhauen, blocken. Weil nach 3 Treffen hat er bereits genug, wie man sieht. Schön wär's. Jetzt kommt Phase Nummer 2. Keiner sieht mich, keiner sieht mich. Ich sage ja, das war echt das Viech aus Ocarina of Time. Wassertempel ist. War auch so ein großes Wasserauge. Das hat sich ziemlich entwickelt. Not bad. Ja, und natürlich klar müssen die natürlich schwimmen. Sag mal, Link, ganz ehrlich. Ja, aber so eben nicht, oder? So einen einsaugen kann. Oh, macht jetzt 2 Herzen Schaden. Nicht schlecht. Hab noch nie getastet, deswegen war ich ein bisschen verwunderlich. Mann! Also Schwimmen ist hier echt ein bisschen doof. So ist ja klar, aber ranziehen und dann rauf damit. Ja, irgendwann im Hintergrund das auch sagen. Mann, also Schwimmen ist hier echt ein bisschen doof jetzt. Na, gibt's noch was zu sagen?
Na toll, müsst ausgerechnet jetzt bohren, ich habe was zu tun. Bleibt eigentlich nur unten und kommt auch mal hoch. Okay, man sieht's, er ist ein bisschen sauer. Mann, wieso nicht? Alter! Ja, jetzt hau doch mal drauf. Link, du machst das schon. Ja, du machst das gar nicht schlecht. So, jetzt müsste es noch einmal gewesen sein. Und seht auch hier, der Boss ist nicht schwierig. Nur Schwimmen ist gerade ein bisschen... Dabei hieß es noch, ja, sind das Schwimmen optimiert. Scheiße haben sie. Da fand ich sogar das Schwimmen bei Gamecube-Steuerung angenehmer. Liegt daran, dass ich halt ein bisschen inventiert spiele. Kommt der wieder zu weit weg. So, jetzt aber die Raber. Boah, immer schon mit dem Schwert voll ins Auge. Und das war's mit dem Urzeitfisch. Also man sieht zwar, wenn man immer schön obenhalb ist, oberhalb des Fischs ist eigentlich kein Problem. Oder eben mal sagt, okay, ich schwimme mal ein bisschen vor ihm, natürlich schon ein bisschen darüber. Er sagt sich, oh, da ist er ja, Mund auf. In dem Moment mussten halt aufs Auge zielen, zum Heranziehen. Könnte so auch klappen. Ups. Natürlich, wir sind hier... Alter, wir sind hier am Grunde des Sees. Des Hylia-Sees. Und trotzdem fließt das Wasser. Ja, das ist doch unlogisch. Wo fließt denn das hin? In den See hinaus? Ja, vermutlich schon, wa? Gut, ich muss aber zugehen, der Kampf war doch schneller vorbei, als ich dachte. Vor allem die erste Phase habe ich viel länger in Erinnerung. Und vielleicht verwechselt ihr auch ein bisschen. Das dritte Teil, so ist außer der Kopf von dem Ganzen. War ein bisschen wie Midnas Kopf eigentlich, wa? Das ist ja der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen. Also gib mir schon, ja? Ja, ja. Schau mir zu an, ich brauche nur mal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santoklar zu kommen. Es ist erschrecklich, wie der sich als König der Schatten aufspielt. Die magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist in Ordnung, oder? Ja, mach mal. Also ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her geschaut habe. Naja, geh mal, wa? Tja, und jetzt ab zu Zand oder wie? Also gut, gehen wir? Ja, erstmal ganz kurz Herzcontainer natürlich einsammeln, ist klar. Damit haben wir 9. Oder sind doch, es sind genau 9 Herzen. Krass, ich versinke gerade im Sand, auch nicht schlecht. Jo, wenn wir sagen, Leute, mal danke fürs Zusehen. Nächste Part hier geht's direkt weiter und es wird eine Szene geben, mit der man so nicht gerechnet hat. Also, was damals mir so passiert ist, dann nur so WTF. Das ist echt eine Szene, wo man sich fragt, nee, das kann einfach nicht wahr sein. Es darf aber nicht wahr sein, aber es ist leider so. Die 3 Teile, war Schattenkristall, naja, ob das wirklich die Lösung Nonplusultra ist? Wir werden es sehen. Bis dahin, ciao zusammen.